Servus und habe Ehre benannt zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Ich habe die Freude mit dem Corby. Hallo. Servus, grüß dich. Wir reden heute über einen ganz dreckigen kleinen Film mit dem Titel Baby Blood von 1990. Da darf uns der Corby jetzt einmal schnell erzählen, um was das eigentlich geht. Fix. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich hab mir gedacht, schau hier, der Mike macht ganz freiwillig die Moderation. Jetzt weiß ich warum. Weil ich diese hochkomplexe Handlung jetzt natürlich zusammenfassen muss. Das kann ich auch. Du, wenn es wirklich ist, dann mache ich das auch. Nein. Also gib mir Mühe. Also es fängt an ganz am Anfang. Die Welt entsteht. Und eine Stimme spricht zu uns und sagt, yo, ich hab voll Bock auf Blut. Beziehungsweise passt mir auf, wenn ich erst einmal am Leben bin, dann haben alle Lebewesen, die hier auf dem Planeten umeinander hupfern, nicht mehr so viel Spaß. Also, das habe ich jetzt gerade aus meinem Gedächtnis natürlich zusammengefasst. Das Ganze fängt an in Afrika, und zwar im Dschungel, und ein Gepard wird gefangen und nach Frankreich verschifft in einen Zirkus. Und bei dem Zirkus wird dann der Gepard irgendwie immer wilder und wilder, solange bis er platzt. Und die Leute fragen sich dann, was ist denn jetzt passiert, warum ist jetzt der Gepard geplatzt? Und bei dem Zirkus arbeitet die Janka. Und die Janka, die liegt gerade so im Bett, also muss man sich so vorstellen, das ist wahrscheinlich eine Anfang 20-Jährige, die da ab und zu mal mit ein paar umeinander schmust und sie höchstwahrscheinlich hier und da mal von irgendjemandem bei dem Zirkus mausen lässt. Und die ist gerade in ihrem Trailer und schläft. Auf einmal kommt das, was aus diesem Gepard rausgeplatzt ist, und zwar ein Parasit. Schaut ein bisschen schlangenähnlich aus und versteckt sich in der Janka, kann man sagen. Und ja, für alle, die jetzt gerade sie denken, wie macht er das? Und hoffentlich nicht so. Doch, ganz genau so. Ja, weil Baby Blood ist im Endeffekt in meinen Augen ein Body-Horror-Film, weil ab da spielt das Ganze dann hauptsächlich mit der Janka und dem Parasiten in ihr, weil sie kann mit diesem Parasiten dann auch reden und der Parasit sagt dir dann auch, Mädel, du musst jetzt sehr viel Blut zu dir nehmen, damit ich irgendwann geboren werde. Ja, genau. So die Zusammenfassung. Passt. Und die war ja vorab schon schwanger, oder? Im Endeffekt. Na, oder? Ich hätte jetzt gemeint, dass die vorab schon schwanger ist. Himmelherrschaftszeiten. Und der Parasit hat da quasi das Kind verdrängt. War das nicht so? Also ich glaube, das ist nicht so richtig thematisiert worden. Ich glaube, also zumindest in der deutschen Fassung ist es schon so rübergekommen, der Parasit ist halt jetzt praktisch dafür schuldig, dass sie ausschaut wie eine Schwangere. Also sie ist auch wirklich im Rest des Filmes schwanger und wird immer schwangerer. Ihr wisst, was ich meine. Immer trächtiger. Genau, immer trächtiger, je mehr Blut sie zu sich nimmt. Und ihr fragt sich jetzt bestimmt, ja, aber wie macht sie denn das? Ja, da hat sie ganz unterschiedliche Methoden. Sie bringt sehr viele Männer in dem Film um. Das macht sie auf unterschiedlichste Art und Weise, weil mal lässt sie ihren Charme spulen, mal bringt sie sie lässt ihren Charme spulen und verführt ein paar Männer und lockt die in ihre Wohnung und bringt sie dann da um. Oder sie tötet jemanden in der Öffentlichkeit und tut so, als das mit dem rumschmusen. Oder sie trinkt über Blutreserven. Also sagen wir mal, da hat sie der Regisseur, der Alain Roback, Robache, was war sie? Alain Roback, hat sie da bestimmt ausgetobt in seinen Vorstellungen, wie er sie immer zu Blut kommt. Und da hat er sich selbst übertroffen, würde ich jetzt mal behaupten. Auf jeden Fall. Und sie muss das Blut auf alle Fälle immer selber zu sich nehmen, damit es dann der Parasit etwas zum Speisen hat. Da gibt's dann auch ein paar so Parallelen. Also ich habe mir ein paar Mal gedacht, es gibt schon ein paar so Parallelen zu Hellraiser. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da ist es im Endeffekt auch so, dass die Julia dem Frank, ihrem Geliebten, Blut zubringen muss, damit der wieder zu Kräften kommt. Der kommt quasi nach einer Höllenreise auf die Erde zurück und ist eigentlich nur ein Gerippe. Und desto mehr Blut er zu sich nimmt, desto mehr Fleisch kriegt er auf die Knochen. Genau, da habe ich einmal an Hellraiser denken müssen. Kennst du den vielleicht? Na. Also ich kenne den Hellraiser so als Figur, aber ich habe den Film so Pinhead quasi. Ja, müsste man fast einmal machen.
Ja, dann frage ich mich, warum nehmen wir denn überhaupt einen Podcast zu Babyblood auf? Wie kam es denn dazu, dass du und der Kani gesagt habt, hey Junge, wir ziehen uns jetzt gemeinsam Babyblood rein? Ja, weil das Ding so ein richtig so ein Film ist, der ganz viel Leute total unbekannt ist und mit dem ich eigentlich schon ganz lang lebe mit dem Film. Also ich hab, was heißt ganz lang jetzt, ich hab mir damals die erste Veröffentlichung auf DVD gekauft von Dragon von 2000 und da war die Qualität damals unter aller Sau. Also das war wirklich so dunkel, die ganze Gaudi, dass du wirklich überhaupt nichts gesehen hast, war unterstes VHS-Niveau. Dann ist 2021 von Bildstörung eine wunderschöne Veröffentlichung rausgekommen und ich hab mir gedacht, ich müsste den Film wieder mal sehen und hab dann euch auch mit angestiftet und hab mir gedacht, da kann man uns dann einmal drüber unterhalten ein bisschen. Weil, ja, vielleicht kann man den Film auch ein bisschen zu Bekanntheit helfen. Er wird sicher nicht alle Like gefallen, er hat eine recht schmierige 90er-Atmosphäre. Und er ist ein B-Movie. Da kannst du eigentlich sagen, was du magst. Der ist ein recht ein grintiger Teufel, mit einfachste Mittel gemacht. Die ganzen Charaktere in dem Film sind ultra schmierig. Also ich wüsste jetzt wirklich keinen, bis auf den Herrn mit der Unterhosen, der sie eigentlich wirklich mag, den es dann auch verrammt. Also das ist wirklich also ein Charakter, der einzig nette in dem Film, aber sonst hat der Spender wirklich nur Arschlöcher mit. Ach Kim, also ja, die Krankenwagenfahrer, die sind ja auch, also an und für sich relativ nett, die machen ja auch nur ihren Job. Wie viel Screentime haben sie? 3-4 Minuten. Oder der eine Typ, der ihr hilft, der mit dem Hund vorbeigeht und wo sie Autopanne hat, der ist eigentlich ja nett. Ja. Ja, aber ich finde, dass der Großteil sie ja total als Objekt sieht. Also sie ist recht üppig ausgestattet, busentechnisch und zeigt extrem viel nackte Haut in dem Film. Also es gibt einiges an Schauwerte, wo es Blut und Splatter angeht. Also der Film geizt da nicht stark umeinander. Der Film war damals, wie er rausgekommen ist der VHS rausgekommen bei uns und war damals 36 Sekunden geschnitten. Ist dann auch 91 indiziert worden und dann 2016 ist er wieder freigegeben worden. Also da hat es dann geheißen, okay, den können wir jetzt auch Erwachsene zugänglich machen ab 18 und da geht keine Gefährdung aus von diesem fiesen kleinen Film. Und was ist genau weggeschnitten worden, weißt du das? Oh, das hab ich jetzt nicht geschaut. Also es wird sich halt hauptsächlich um irgendwelche Splattereien handeln müssen, weil bei der deutschen Zensur zu der Zeit in den 90er an Sex oder Nacktheiten eigentlich nichts federn hat lassen. Also wo es bei uns in einem, weiß ich nicht, RTL 2 Spot schon irgendwelche Busen sehen darfst, ist das in Amerika ein No-Go und dafür schaut's da gewalttechnisch liberaler aus wie bei uns. Also da gehe ich jetzt mal davon aus, dass die 36 Sekunden nur Gewaltkürzungen sind. Okay. Ja, also ich würde den Film ja unter die Kategorie Splatter einordnen. Liege ich da richtig oder sagst du? Ja, auf jeden Fall. Kim Kirby, also das ist ja wohl nur kein Splatter, das ist ja ein Sonntags-Nachmittags-Filmchen. Nein, er hat auf alle Fälle seine Härten. Also ich dachte ihn wirklich, er ist auf die Schauwerte auch reduziert. Er hat wirklich meiner Meinung nach sehr viel Längen auch zwischen die Splattereien. Also das ist wirklich, ich meine, dauert bloß 1,5 Stunden oder was, aber er ist nicht wirklich unterhaltsam, finde ich, bis auf das, wenn es dann wirklich zur Sache geht, wenn es wirklich dann mit Schauwerte überhäuft wirst. Aber ich finde ihn halt unglaublich charmant. Also er ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, jetzt haben wir einen totalen Scheißtrick geschaut oder ich rotte euch ab vor dem Ding. Er hat absolut seine Längen, aber die Schauwerte, die er dann so dazwischen zum Bieten hat, die also auf alle Fälle wert sich den Film auch zum Schauen. Und was ich noch sagen muss, gut, Original-Synchro, Französisch versteht nicht jeder, die deutsche Synchro ist unter aller Sau, finde ich. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob da bei der VÖ von Bildstörung englischer Ton dabei ist oder so, aber also der O-Ton mit Untertitel darf sich da anbieten, weil die Synchro ist wirklich unterste Porno-Abteilung. Also die Stimme von den Parasiten, wir haben ja einmal dann relativ weit fortgeschritten auf Französisch umgeschaltet und da war die Stimme um einiges besser. Okay. Aber am besten gefällt mir ehrlich gesagt die englische. Da finde ich sowohl ihr Stimme als auch die Stimme von Parasiten eigentlich wirklich am passendsten. Ja, weißt du, wer die Synchronstimme von den Parasiten in Englischen ist? Na. Der Gary Oldman. Ach, Schmarrn. Kein Scheiß. Da schreibe ich ihm nach der Folge. Schreibe mal, fragen wir mal. Kriegst du Margina Größ aus?
Wie kommt denn der Gary Oldman zu so einem Film? Du, das weiß ich nicht. Ich glaube, das zu der Zeit, weiß ich nicht. Die Zeit, keine Ahnung. Also auf alle Fälle habe ich das einmal gehört, dass er das ist. Aha, ja, cool. Ihr müsst euch das so vorstellen, auf der französischen und auf der englischen Tonspur hat halt der Parasit so eine ja, relativ bedrohliche Männerstimme, sag ich jetzt mal. Und in der deutschen haben sie sich wahrscheinlich gedacht, das passt überhaupt nicht so richtig gut. Der muss schon ein bisschen koboldartig klingen und so ein bisschen wie der blöde Onkel vom Gollum. Ja, es ist wirklich ganz, ganz grauslich, dass ich wirklich zum Tor gehabt habe, dass ich wirklich verstehe, was der da verzeiht. Ja, also es ist tatsächlich teilweise sehr undeutlich gewesen. Du hast vorhin ein bisschen gesagt, er macht nicht Spaß. Also ich muss schon sagen, ich habe eigentlich meinen Spaß gehabt, weil diese 84 Minuten relativ schnell vorbeigehen, dadurch, dass du sehr, sehr viel Geschehenwechsel hast, finde ich. Also ich glaube, es kommen ja brutal viele Morde drin vor. Sie tobt sie ja dann wirklich aus, also nicht nur dann in der Stadt, wo sie dann am Anfang ist oder wo sie ja dann von dem Zirkus abhaut, sondern dann auch in ihren Roadtrip, den sie ja dann da macht, bis hin zur Tankstelle, wo ich es übrigens äußerst bescheuert gefunden habe, dass sie da einfach blutüberströmt reingeht und es interessiert keine Sau. Die rennt da rein, also sie ist wirklich von oben bis unten voller Blut und fragt dann irgendwie, ja, gibt's hier einen Mechaniker? Ja, da hinten, da ist so einer. Die Verkäuferin schaut sie bloß so an und nickt so hinter und liest wieder weiter. Dann rennst du den Mechaniker, der telefoniert gerade, der sagt dann, hey, du, ich telefoniere, hau ab, setz dich da um, ich komm dann schon zu dir. Wenn man denkt, hallo? Also, ist es normal? Ist es normal in Frankreich, dass da blutüberströmte Frauen irgendwie nach Hilfe schreien? Das kann schon sein, das sind ja die 90er. Ach so, ja, okay. Gut. Aber ich fand es wirklich cool, wie du schon sagst, es ist halt immer was geboten. Oder ich finde halt einfach nur dazwischen, wenn es wirklich dialoglastig wird, das Zwischenmenschliche in dem Film kommt meiner Meinung nach nicht um. Aber er hat wirklich einiges an Schauwerten, wie zum Beispiel auch die Traumsequenz, wo ihr die Babyhände aus dem Bauch brechen und so. Also das ist alles mit schönen praktische Effekte umgesetzt und schaut richtig grob aus. Oder das Babyhände? Ja. Also ich glaube, die Arme, die ihr da aus dem Bauch wachsen, sind größer wie ihre. Das kann natürlich, ja, stimmt. Oder die Kamerafahrt durch ihren Körper, in Anführungszeichen, fand ich auch ganz stark. Da habe ich mir auch gedacht, wow, also wie viel Aufwand die da betrieben haben. Und ich war mir nicht sicher, ob in dem Herz, das die da simuliert hat, ob das nicht tatsächlich zimmergroß ist und das Herz irgendein Mensch war, der dann das simuliert hat. Kann unter Umständen sein. Ich habe jetzt auch kein Bonusmaterial, habe ich leider jetzt nichts anschauen können. Zeittechnisch weiß ich nicht, ob da irgendwas auch zum Singen ist. Ansonsten ein netter kleiner Film, wie es der Mike schon sagt, sehr unbekannt. Also zumindest, wir haben ja, glaube ich, auch beim Hardline mit dem einen oder anderen damit drüber versucht zu reden und dann hat es gesagt, wissen wir gar nicht, was du meinst. Ja. Steht natürlich immer dann blöd da, aber ihr wisst ja jetzt, dass es den Film gibt und deswegen klare Schauempfehlung. Und Mike, meinst du, wir können schon zum Fazit gehen? Ich hätte gerade noch kurz was, also wie gesagt, zum Home ist er hübsch günstig vor Bildstörung, ich kostet einen 10er oder sowas, die Blu-ray, kann man sich auf alle Fälle holen, wenn man auf grobe Kost steht. Im Endeffekt können wir schon zum Ding kommen. Ich hätte gerade noch vielleicht, es gibt noch eine Fortsetzung, also verspätete, sehr verspätete, die hört auf den Titel Lady Blood. Ich weiß nicht, den hast du auch noch nicht gesehen wahrscheinlich, oder? Ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe ihn schon mit gesehen, aber das ist zu lang her. Also wirklich 2009, den habe ich damals geschaut, wie er rausgekommen ist und da kann ich da fast nichts mehr sagen. Aber es gibt nur in Anführungszeichen ein Sequel, das heißt Baby Blood 2 von 1994, ist aber im Endeffekt ein Titelschwindel und der Originaltitel ist eigentlich The Unborn, also den kann man sich nicht schenken. Ich fand ihn eigentlich damals ziemlich cool. Das war noch so ein Videothekenklopper mit einem hübsch groben Cover und eine recht abstruse Story, aber der Film selber war cool, aber hat halt mit dem französischen Film eigentlich überhaupt nichts zum tun, ist nur ein Titelschwindel. Genau. Schade eigentlich, weil der Parasit hätte schon noch, Potenzial für mehr. Auf jeden Fall. Das darf ich auch sagen. Und so können wir gern zum Fazit kommen.
Was hat dir dann gut gefallen? Mir gut gefallen, das eine, was du schon angesprochen hast, gerade die Effekte. Diese Armszene fand ich beeindruckend, aber am beeindruckendsten fand ich diese 1000 Liter Blut-Szene in dem Krankenwagen, wo ich mir dann gedacht habe, ja, Kim, also bitte, ich bin mir nicht sicher, ob beide Typen so viel Blut intus hatten, dass am Ende dann da eigentlich alles schon schwimmt. Das fand ich aber dann trotzdem cool, weil sie sich halt da so viel Mühe gegeben haben. Ja. Und negativ, ja, also die deutsche Synchro, aber einige Kills sind da einfach total bescheuert. Ich glaube, es gibt einen Kill, da überfährt sie jemanden und allein diese Kamerafahrt dahin, bis der dann überfahren wird, sind ungefähr, weiß ich nicht, 4 Sekunden, 5 Sekunden und der steht einfach nur da und schreit. Und links und rechts ist aber eigentlich nix. Also er hätte locker ausweichen können, aber ich glaube... Ich fand da gerade die Szene cool, das war eins von meinen Tops. Also da können wir gern... Also ich fand die schon cool, also vor allem so kaltschnäuzig. Sie hat zwar auch noch sie fährt Taxi und hat noch einen Passagier mit drin, oder einen Fahrgast, und dann fährt es einfach auf den Typen los und fährt dann zusammen im Auto und dann spatzt sie in meinen Kopf. Ich habe die schon ziemlich cool gefunden, total kaltschnäuzige Aktion. Okay, also das ist dein Top. Eins davon. Eins, ja, dann mach gleich mal weiter. Ja, ich fand einer ziemlich cool, die Gespräche, die sie immer hat mit dem Parasiten, danke, jetzt ist schon spät. Mit den Parasiten und auch die Abhängigkeit, die gegenseitige, weil sie enthält ihm ja einmal das Blut eine Zeit lang vor, wo es dann gespannt ist, okay, er wird schwächer und malträtiert sie dann wieder im Körper drin und so. Und wenn sie ihm dann das gibt, was er möchte, dann ist er wieder ganz nett zu ihr und so. Die Zwiegespräche und die Beziehung zueinander fand ich eigentlich ziemlich cool in dem Film. Mhm. Und was mir nicht so gut gefallen hat, ja, wie gesagt, das, die Passagen dazwischen, in der versucht wird, ja, sowas wie die Charaktere auszubauen, weil das haut dem Film meiner Meinung nach nicht stark hin. Man ist eigentlich immer nur mit der Janka auf ihrem Roadtrip unterwegs und alle anderen Leute sind einfach nur Fleisch. Und ja, wie gesagt, für mich ist da dazwischen nicht viel Herz oder mitfiebernbare Charaktere eingeführt worden oder was, fand ich da schon ein wenig schwach. Ja, bis halt auf den einen Typen, der sie da ein bisschen stalkt und dann hat es trotzdem Sex mit dem. Das ist auch bescheuert. Sie weiß eigentlich ganz genau, dass der ja eigentlich voll der Perversling ist und dann schläft sie aber trotzdem mit ihm. Ja, weil er nett ist. Ach so. Okay, es gibt da nette Perverslinge. Genau, richtig. Gut, dann schauen wir noch, ob der Film unsere 3 Ts noch bedient. Oh ja. Daher, wir singen Titten, oder? Ja, massig. Massive, aber gut, eigentlich sind es nur die Iren von der Emmanuel Escuro, aber ja, die reichern, die reichern, sagen wir es so. Wenn's euch den Film anschaut und seht und sagst, ja, die reichern auf alle Fälle. Genau. Die reichern. Dann sehen wir Trompeten. Nein. Na, keine Trompeten, nur eklige Parasiten. Und, ja, sehen wir tote Tiere. Ja, haben wir auch. Mindestens einen geplatzten Geparden. Genau. Also ihr seht, es gibt einige Gründe, sich den Film anzuschauen. Genau. Wenn ihr nur mehr solche wunderbaren Filmtipps haben wollt, wenn ihr auf der nächsten Party nicht nur über Babyblood, sondern über andere coole Filme reden wollt, die der Kani, der Mike und ich gesehen haben, dann folgt uns doch auf sämtlichen Kanälen, wo ihr uns findet, aber auch vor allem abonniert uns bei Steady, da könnt ihr ganz viel Spaß haben mit exklusivem Material, tollen Folgen und ihr könnt uns einfach mal, ihr herzensguten Menschen unterstützen. Aber der Mike sagt euch sonst noch, was zu tun ist. Ja, Glocken drücken ist immer gut. Glocken drücken. Folgt uns auf die sozialen Netzwerke. Facebook, Instagram natürlich. Weiß nicht, wo bist du? Twitter haben wir noch, oder? Twitter. Genau. Ja, das reicht. Das reicht. Da ich auch sagen. Da habt ihr jetzt ein wenig was zum Tor. Und bis zur nächsten Folge. Und dann hören wir uns wieder. Genau, richtig. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus und habe die Ehre.